Unsere Geschicht Nummer 4. Ditmal wollen wir anfangen zu vertalen von was unsere Voreltern nach Manitoba bracht und wo sich ihre Geschichte hier entwickelt. Was bracht unsere Voreltern in den 1870er Jahren aus Russland nach Manitoba? Die junge Regierung in Kanada hat sich die Hudson's Bay Company ihre gewaltig große Prärielandschaft angeeignet und nu fehlt dann dort an gute Formen, die diese Prärie besiedeln und ein produktives Ackersland umwandeln würden. Die kanadische Regierung wollte durch die Präriebesiedlung aber auch anfangen, die Grenze zwischen Kanada und den US, die was so wie bloß auf Papier wäre, auch auf dem Land zu merken. Die Mennoniten ihre Wasserreservebesiedlung merkt diese Grenze auf dem Land forever deutlich mild. Um so viel von ihr Prärieland so bosig als möglich besiedeln loten zu können, versuchte die kanadische Regierung Farmerfamilien aus Europa nach Manitoba zu zaubern. Sie baute Farmer dort an, sie wurden an hier in Manitoba für jede Familie 160 Acker von ihrem Prärieland umsonst schenken. Und die kanadische Regierung wusste auch dass die Mennoniten sich in Russland in eine bedrängte Lage befanden. Sie wussten, dass da hunderte gute Farmerfamilien wären, die nur eine Gelegenheit suchten, nur ein Land tragen zu können, wo die Regierung willig sein würde, an Religionsfreiheit, Militärfreiheit und Siedlungsmöglichkeiten zu schenken. Zum Anfangen sich auch mennonitische Farmerfamilien in Russland zu bewerben, schickten sie einen Mann mit dem Namen William Haspeler dorthin, der die Mennoniten dort offiziell einladen soll, nach Manitoba zu tragen. Auf diese Einladung hin wird im Februar 1873 von Russland und von Preußen aus eine Delegation von 12 Männern nach Amerika geschickt, zu untersuchen, auf eine Uitwanderung nach USA und nach Manitoba möglich in Rotsam wäre. Mang diese 12 Delegaten wären auch die Barchtoler ihre geschickte Männer in der alte Kolonie ihre. Die ersten Länder hatten keine Delegaten geschickt, aber ihr ältester Johann Wieb hat die Barchtoler gesagt, dass sie informieren sollen über was sie würden gefangen haben, wenn sie zurückgekommen wären. Wir können uns noch viel vertalen, von wo diese 12-Mann-Delegation allerweil Ländereien besagt in Amerika, aber davon reden wir vielleicht später nochmal. Von nu wollen wir uns mit dem Part von Uitwanderung aus Russland beschäftigen, was unsere Voreltern wären. Als diese erste Delegation von Amerika zurückgekommen wäre und gute Nachrichten mitbrachten, wären die meisten Mennoniten in Russland sehr voll von Uitwandern. Aber die russische Regierung will ihre mennonitische Kolonisten dadurch nicht verlieren. Und als sie merkten, dass die meisten Mennoniten in ihrem Land sehr reitmerken zum Uitwandern, dann mildert die Regierung ihr nicht Wehrpflichtgesetz. Sie boten den Mennoniten an, von ihren jungen Männern nicht Militärdienst zu verlangen. Die wurden, wenn dort ein Kriegszeit nötig wird, Ersatzdienst tun müssen, aber nicht Militärdienst. Und damit kann die Regierung das größte Part von mennonitischen Kolonisten in Russland überreden, nicht auszuwandern. Auch die altkolonische Leiterschaft und viele Altkolonisten leiten sich dadurch überreden, in Russland zu bleiben. Aber ab der alte Kolonie wären doch noch viele Familien, die sich nicht hatten überreden lassen, in Russland zu bleiben, und die mögen sich bereit auszuwandern. Weil sie ihre Leiders nicht auswandern wollen, planten sie sich in Manitoba mit den Fürstenländertrupp auf der vasten Reserve anzusiedeln. Von der russlandischen Mennoniten ihrem Ersatzdienst in Kriegstiden reden wir später nochmal mehr. Und nu, was wäre dort? Wat in Russland sozusagen alle Beichtholkolonisten, de Hälfte von den Fürstenlandkolonisten, ein großes Part von den Oldkolonisten
en de Borozenko-kolonisten traken deed naar Manitoba uit te wandelen. Hier zullen we, eer we wieder vertalen, van wat onze voorouders naar Manitoba traken deed, eerst een beetje van de Borozenko-kolonie in Russland reden. Dan de Borozenko-kolonie in Russland weer van de kleine gemeente uit, aber vielleicht so een beetje met de oud-kolonisten topgegrend worden. Dan op deze kolonie wären ook aardige oud-kolonische dorpen. So zu sagen, alle kleine Gemeinden wanderten uit naar Amerika, aber nicht alle naar Manitoba. Wat van aan siedelten zich in Kansas en de USA aan. En een part van de oud-koloniefamilies op de Borozenko-kolonie wandert ook uit naar Manitoba. We kunnen ons nog een ganze Schoof vertalen van de Borozenko-kolonie in Russland en van de kleine gemeenten en oud-kolonieën ihrem Topleven op eine Kolonie. Aber dort laten we am besten vielleicht ook nog voor een ander Mal. Nu eerst mal van wat weer dort, wat oud-kolonieën van ihre verschiedene kolonieën in de Borozenko-kolonie, Kleingemeente en Russland naar Manitoba traken deed. Eind weer ganz einfach de kanadische Regierung Plan, Families naar Kanada te tabern, doordat ze jeder Familie en jeder einen von ihren mündig gewordenen Seens 160 Acker von ihrem Prärieland umsonst zu schenken. Dit wirkt sehr aantrekkend. De oud-kolonisten hadden immer dafür gesorgt, dass sie für ihre junge Lied nie het Siedlungsland verschaffen würden, wo jeder junge Familie wird Land haben können zum Formen worden. En dat fehlt krijgt nu alweer aan meer Siedlungsland für junge oud-kolonische Families, besonders op de Beichtholkolonie. Ohne Geld zu Land zu kommen für ihre landlose Families, dat würde den neuen Anfang in Manitoba viel leichter merken. Aber die noch viel größere Antreichung nach Manitoba siedeln zu wollen, wie diese. Die kanadische Regierung verspricht an, dass sie in Manitoba die Freiheit haben würden, ihre Kinder an ihre eigenen Schulen und an ihre eigene Sprache zu unterrichten, und dass ihre jungen Männer nicht würden zum Militärdienst angetroffen worden. Diese wichtige Religionsfreiheiten gibt die junge kanadische Regierung unsere Voräldern schriftlich, und sie sehen an, dass wir für immer. Wir vertalen Lothar vielleicht nochmal von, wo diese ausgeschriebenen Freiheiten wirklich lüden. Aber als die kanadische Regierung den Mennoniten 1873 ihre Schulfreiheiten gibt, dann wird die Manitoba-Regierung nochmal so 3 Jahre alt und hat noch nicht ihre eigene vollständige Schulgesetze. Dabei hat die föderale Regierung noch das Recht, den Mennoniten ihre Schulfreiheiten zu geben. Die Beichtholkolonie verkauft in Russland all ihr Land. Sozusagen alle Beichtholer siedelten nach Manitoba. Die erste Gruppen von Beichtholer-Families kamen 1874 in Manitoba an und siedelten sich auf der Ostreserve an. Auch die erste Gruppen von Kleingemeindefamilies von der Borozenko-Kolonie in Russland kamen 1874 mit Beichtholer-Families zugleich in Manitoba an. Viele von den Kleingemeindefamilies siedelten auch auf der Ostreserve an, aber etliche von ihnen siedelten auf der viel kleinere Scratching River Siedlung an. In das Schiff kamen 1874 mennonitische Uitwandererfamilies über dem Meer nach Kanada. All diese Uitwanderer mussten, wenn sie bei Quebec City in Kanada ankamen, als kanadische Einwanderer registriert worden. Und dann können sie wieder wandern nach Manitoba. Die große Schiff brachten die neuen Einwanderer über Bad Toronto. Von dort an mussten sie enger ab dem Land und enger ab kleinere Schiff über die großen Lakes und über Rivers Bad Manitoba wandern. Dort Wort Lakes haben wir uns von den Engländern geborgt und dort englische Wort Rivers haben wir ein bisschen Gewalt angedonnen und Rivers davon gemerkt. Das gibt also keine Rivers in Kanada, eher die Mennoniten hier wären. Das wären alles Rivers. Das erste große Schiff, das am 18. Juni 1875 noch weiter mehr mennonitische Familien aus Russland nach Manitoba bracht, das hat meistens noch weiter mehr Beichtholer Familien und Kleingemeindefamilien mit.
De meeste van deze kleine gemeentefamilies siedelten entweder op de Oosterzarp aan oder bij Scratching River. De meeste van deze nie aangekomene Beichtholerfamilies siedelten ook nog verder op de Oosterzarp aan. Op de nächste 5 scheep, die am 1. Juli, 16. Juli, 13. Juli, 19. Juli en 20. Juli 1875 mennonitische families uit Russland naar Kanada brachten, waren merendeels Oldkolonieën en Fürstenländer en Beichtholerfamilies. Deze Oldkolonieën en Fürstenländerfamilies willen alle op de Westerzaarp aansiedelen. Een paar van deze nie aangekomene Beichtholerfamilies wilden zich ook al op de Westerzaarp aan te siedelen, wils dat al bekend geworden was dat er veel beter het land was. Andere Beichtholerfamilies siedelten nog verder op de Oosterzarp aan. Op den nächsten schip, dat am 27. Juli in Quebec aankwam, waren ook nog verder wat families van de Fürstenlandkolonie en van de Oule-kolonie. Alle families van deze beide koloniën siedelten op de Westerzaarp aan. Aber met diesem schip kwamen nog verder viele families entweder van de Borozenko-kolonie oder van de Beichtholkolonie, van die nog verder veel op de Oosterzarp aansiedelten. En dan bracht am 15. Oktober 1875 een schip nog een kleine groep mennonitische families uit Russland met naar Kanada, van wonen wenigstens 3 families ook op de Westerzaarp aansiedelten. Die families die op de 5 scheep waren, wat am 1., 16., 13., 19. en 20. Juli 1875 in Quebec City aangekomen waren, die kwamen in Manitoba met al gepak bij Fort Dauphin aan. En door bij Fort Dauphin moesten zij zo lang alle blijven, wat het land op de Westerzaarp zoveel uitgemeten was, dat ze wisten wo iedereen zijn aansiedelingsstad zijn zal. Also, die families, die op deze 5 scheep gekomen waren, waarvan de meeste op de Westerzaarp aansiedelen willen, stegen en louden bij Fort Dauphin uit, en die wat op de Oosterzarp aansiedelen willen, voeren waarschijnlijk nog wieder lang den Red River, wat voor de Red River en den Red River nennt gaat. Während al deze lied met ihrem gepak, met ihre kinderen en met ihre tieren bij Fort Dauphin en barakken wonen moesten, hield ältester Johann Wieb door zijn eerste broederschaft auf met die familievoders die van Fürstenland en van de Oule-kolonie in Rusland gekomen waren en op de Westerzaarp aansiedelen en te zijn gemeente heren willen. Van deze, onze voorvoders, ihre eerste broederschaft in Manitoba, vertellen we ons nächstes Mal noch mehr. Hier moet we wieder aufbreken, wie es onze tijd al wieder aufgeräumt is. Denkt wieder gut nach über was wir uns von dir vertelt haben, und dann, was nächstes Mal. Ich sehe George Randall.